Den Undeel und Biotreibstoff soll opgoen op 8,4% beim Benzin, beim Diesel. An der huet net nimmen gut Switen muss ich so dats ein Deel vun dem Undeel, den dann do beim Sprit soll beigemischt gin, de könnt auch zum Beispiel aus der Lebensmittelproduktion an Schmengen fir do Slogan vu Greenpeace sie wiederholen, die gesot hun Lebensmittel geheieren net an den Tank. Schmengen bei so Probleme kann ich darauf bisse froh fir wat dat heute so stark begreest gëtt. Auch van der wirklich de Bilan guckt vom CO2, da fallen eng paar die Sachen op. Du kann ich natürlich so mit Pflanzen eng Planz un, die wies die speichert CO2 an die get den CO2 darin frei, wann sie verbrannt geht, dann eng 0 auf 0 Rechnung, die dann opgeht. Dat kann ich so met muss einfach bedenken, dass die Pflanze wussen, dass dat gönne so einfach ist, dass du ein ganz Produktionskette braucht. Von der Planz bis zum Tankstell, das sind die Maschinen, die an der Landwirtschaft gebraucht gehen, das Produktion von Stickstoffdünger, an einer Dünger und so weiter. Alles das produziert auch viel CO2, soll den nicht vergessen. Und dann noch die Weiterverarbeitung von der Planz bis dann zu Ethanol geht, auch das verbraucht viel CO2. Sodass Greenpeace dann noch sieht, der positive Beitrag von Biosprit ist ganz gering. Dann immer noch dabei Zerstörung vom Urwald, also natürlich Landschaften eben gerade für den U-Bau, wenn man den U-Bau nicht gerade wo früher Urwald das ist, so dass andere Produktionen da verloren gehen an den Urwald, wann traditionell Felder benutzt gehen eben für Biotreibstoff zu produzieren. Letztendlich kann ich also sagen, dass die Risiken beim Biosprit oder beim Agrarsprit nicht ganz gering sind. Mit dem Risiko, dass die Preise für die Lebensmittel hochgehen, mit dem Risiko, dass die Preise für den Sprit hochgehen, mit dem Risiko, dass die Natur zerstört wird. Und die Spuren von CO2 ist ganz gering. Und dafür können wir als ADR diesem Projekt nicht zustimmen. Das ist nicht merci.